Oh mein Gott, Jenny, ich bin einfach gerade zu der Elisabeth Baumschneider ran. Es steht gerade das Bundestagsreisli. Und ich bin eigentlich zum Arbeiten da, aber jetzt wollte ich noch privat mit ihr schwätzen. Und jetzt konnte ich mit ihr schwätzen und sie fragen, wie Bluetooth funktioniert. Hey, und sie hat eine solide Antwort auf Französisch gar nicht verstanden. Aber ja, sie hat es mir gut erklärt, glaube ich. Hey zusammen, mein Name ist Jenny. Mein Name ist Flavia. Und heute reden wir über unsere Breakups und was die mit uns gemacht haben. Und geben noch unseren Senf dazu zu euren Schlussmachgeschichten. Ja, wenn wir gerade rein mit Shit und Shine, wie immer, oder? As always. Und ich glaube, mein Shine ist klar nach dieser Memo-Anfangsfolge. Ich habe einfach unsere Bundesrätin Elisabeth Baumschneider getroffen. Oh mein Gott! Und ich muss schnell die Memo richtig stellen. Ich habe Bundestagsreise gesagt. Es ist aber Bundesratsreise. Also in der Schweiz gibt es ja nicht den Bundestag. Ich habe an dem Tag gefühlt 5-mal den falschen Begriff gesagt, in dem Fall in der Memo auch, aber es war das Bundesratsreisli. Und also ich durfte mega Zufall fürs Radio annehmen. Als Journalistin in dem Sinn? Genau, und also ich habe sie natürlich nicht als Journalistin das gefragt, sondern ich habe meine Arbeit dort da, also am Bundesratsreisli ist wie... Was ist das? Das ist eigentlich unsere Bundesräte und Bundesrätinnen, die 7... Die mischen sich unter das Volk. Okay. Es ist wie eine Schulreise, einfach verbunden für unsere Höchsten. Mhm. Und das muss man sich vorstellen, das war auf dem Schloss Rappi, dort im Innenhof. Und die waren wirklich unter den Leuten. Also das ist nicht mir. Du bist denen vorbeigelaufen. Und alle Leute wollten halt mit denen schwätzen. Mega viele Schülerinnen und Schüler haben Fragen vorbereitet. Und so. Ein Bub hat auch gesagt, ja, ich muss jetzt mit Martin Pfister reden, ein 11-Jähriger, wegen der Kampfjets. Ja. Ich so, oh mein Gott, ja, du weißt sicher mehr als ich über das. Und dann hast du Baumschneider gesehen Ja. und hast gedacht, oh mein Gott, Ich so, muss oh mein auch kurz Gott. meine Chance als Podcasterin ergreifen. Ja, ich so Arbeitsradio gemacht. Ich bin ja da auch als Bürgerin. Also jetzt kann ich da auch zu ihr schwätzen und ich bin hure nervös. Und ich habe gewusst, wenn ich dir das sage, dass sie eine Armlänge von mir weg ist und ich die Frage nicht gestellt habe, dann hättest du mich zusammengeschissen. Ja, also für die vielleicht gerade den Hint nicht checken, wir haben in der letzten Folge, oder vor 2 Folgen, stimmt, in der Folge vor dem Sandro, in Folge 24 besprochen, dass man halt nicht immer alles wissen kann und dass so eine Bundesrätin wahrscheinlich zum Beispiel auch nicht weiss, da hast du dir irgendetwas aus der Nase gezogen, dass eine Bundesrätin auch nicht weiss, wie Bluetooth funktioniert. Und du hast sie, genau Elisabeth Baumschneider, als Beispiel genommen von Bundesrätin, die vielleicht auch nicht alles erklären kann. Und dann hast du sie getroffen und hast gefunden, jetzt muss ich sie fragen, ob sie weiss, wie Bluetooth funktioniert. Und ich so, weißt du, sollen ja alle mit ihr reden. Ich so zu ihr an und ich halt hure nahe müssen an, wenn das Mic ist vor so ein Pfosten weg, so weit weg ist ihr Ohr gewesen, weil es war so laut gewesen. Dann habe ich irgendwie gescheit erklären kurz, was ich jetzt eigentlich will, weil ich so, grüezi, darf ich kurz etwas fragen? Die Kollegin und ich haben eben einen Podcast und wir haben letztes Mal über Technik geredet. Ich weiss nicht mehr was genau. Und dann ist so ein Bluetooth gegangen und ich habe behauptet, dass... Hast du ihr einfach erklärt, was du gesagt hast? Genau, das. Und nachher ich so, könnte ich das... Und sie so, nein, das weiss ich schon. Also gerade voll so. Und ich so, darf ich das filmen? Und sie so, ja, nein. Und nachher ich so, easy. Also so habe ich es nicht gesagt. Ich so, ist auch ein Memo okay, wenn ich einfach ihre Stimme aufnehme. Und das habe ich dann gemacht. Und ich glaube, wir hören einfach gerade selber rein und spielen die Memo ab. Yes. Bluetooth. Also, neben mir ist Elisabeth Baumschneider. Jetzt frage ich Sie persönlich, wie funktioniert Bluetooth? Also, Bluetooth, ce sont des ondes au niveau du téléphone. Par exemple, si je veux brancher mon téléphone sur la voiture, je me mets en lien pour pouvoir retrouver les ondes ou les codes. En fait, oui, c'est de la technologie, mais je sais comment le faire fonctionner. Je sais aussi comment le faire fonctionner pour la musique dans mon appartement avec l'iPod ou avec l'iPhone. Non, je sais ce que c'est que Bluetooth. Danke fürs Erklären. Und sowieso haben Sie fast nicht verstanden, weil es ist alles so französisch. Ja, wenn Sie es mal auf Deutsch. Es ist schwieriger für mich auf Deutsch und Das Französisch. glaube ich. Aber ich glaube es Ihnen. Ich habe es Ihnen abgekauft, ich übersetze es. Ja. So cool. Also wirklich, ich liebe einfach auch den Zufall, dass das gar nicht so lange her ist, seit wir das in der Folge besprochen haben und du sie getroffen hast und sie hast persönlich können fragen. Ja, liebe alles dran. Ich kann nur sagen, wo du mir die Memo geschickt hast, es war einfach ein random Memo in unserem Podcast-Gruppenchat, wo nur du und ich drin sind, wo wir alle Podcast-Sachen schreiben. Und es war irgendwie morgen um 10:30, dann kommt die Memo und ich denke,
du sagst irgendetwas, höre ich so die Konversation und ich so, oh mein Gott, wirklich, ich bin ein bisschen ausgerastet vor Freude, ja. Also wir glauben es ihr jetzt einfach, oder? Ja, sicher. Also ich habe zwar nicht alles verstanden, aber ja, das hat sie ganz sicher, wenn sie sagt, sie weiß das und sie hat es erklärt, dann wird das stimmen, ja. Ja, also in dem Fall nehme ich meine Annahme zurück aus Folge 24. Sorry, Elisabeth Baumschneider, Sie haben das Gegenteil bewiesen. Und Ja. Ja. Bei dir geht es weiter, glaub, mit einem Shit, gell? Genau, und zwar ist das gerade vorher passiert. Also, ja, so ein krasser Shit ist es nicht, aber so, es war mir kurz peinlich gewesen, und zwar tue ich dich ja immer so hoch nehmen, wenn du auf Englisch etwas falsch sagst oder so. Und das ist mir jetzt mal passiert, weil ich bin vorher in einem Kaffee war und dann kurz vor Ladenschluss bin ich noch kurz aufs WC und habe dann nachher so meine Tasche gepackt, AirPods drin und die vom Kaffee, also ich bin wirklich die letzte Kundin im Kaffee gewesen, und sie war schon am Putzen gewesen, am Aufräumen. Und nachher komme ich vom WC zurück und ich habe schon AirPods drin. Und nachher ruft sie, also sagt sie noch so irgendetwas. Weißt, ich habe wie gesehen, dass sich ihr das Maul bewegt, aber habe nicht gehört, was sie gesagt hat, weil ich AirPods drin hatte. Und nachher nehme ich so einen AirPod raus und weil ich vorher schon mit ihr Englisch geredet habe, ich so, sorry, I didn't hear you. Nachher sie so, I just say goodbye, weißt du so. Nachher ich so, yeah, right. Nachher wollte ich wie sagen, sorry, ich habe dich eben nicht gehört, weil ich Kopfhörer drin hatte. Und ich wollte irgendwie sagen, AirPod, sorry, I couldn't hear you because of my AirPods. Irgendwie habe ich AirPods und Headphones wie gleichzeitig sagen und dann ist mir Earphones rausgerutscht. Ich so, sorry, I couldn't hear you because of my earphones. Und nachher war sie so, yeah, no worries. Gibt es das Wort wirklich nicht? Earphones? Earphones. Ohrhandy. Headphones. Nein, das gibt es nicht. Headphones sind Kopfhörer, was wir gerade anhaben. Was und auch nicht so Sinn AirPods macht. sind halt die Pods, Ja, wo du ja. ins Ohr steckst und so. Pods. Die Pods. Und mir ist einfach Earphones rausgerutscht. Und nachher Also ist ich glaube nicht, korrigiert. dass das gibt. Aber es klingt Aber einmal nicht eigentlich ist es- kreuzfalsch. Es klingt nicht Ja, kreuzfalsch. aber es ist wie so kein Wort irgendwie. Ja. jedenfalls, Aber sie hat gewusst, was du meinst. Genau, sie hat dann so ein bisschen gelacht, ich habe dann ein bisschen gelacht, ich bin so schon halb in der Tür gestanden. Ich so, tschüss. Dann habe ich so, wenn jetzt das Flavia gehört hätte, hätte sie sich mal über mich lustig machen. Mann, das war meine Chance gewesen. Ja, Earphones. Aber ich habe das eben noch oft. Das ist Spoonerism. Das ist, wenn du zwei Wörter miteinander vertauschst. Also in dem Fall habe ich jetzt zwei Wörter miteinander gemischt, aber ich sage noch, also nicht oft, aber es passiert mir regelmäßig, dass ich oder in einer Satzstellung zwei Nomen vertausche. Oder zwei Verben. Das habe ich auch schon im Podcast gesagt. Es hat gestürmt in Regen, Ja. habe ich doch letztens gesagt. Ja. Und zum Beispiel bei einer Gastfamilie, wo ich mal war, habe ich sagen, I need to take a shower. Und gesagt habe ich aber, I need to shake a tower. I need to shake a tower. Yeah. Geil. Also manchmal passiert mir das und anscheinend hat das eben einen Namen. Spoonerism. Spoonerism, das klingt auch geil. Spoon ist ja ein Löffel. He? Ganz genau. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das so heisst. Keine Ahnung. Jedenfalls passiert mir das und heute ist mal wieder so wie gewesen. Ja, wir haben jetzt Headphones an. Oh Gott, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht die übernehme. Die Wörter. Die Earphones? Ja, Jesus Christ. Ja, du hast ja gerade letztes ein neues Wort gelernt, gell? Welches? Churches. Ah. Leute, das müssen wir jetzt nicht erwähnen. Ich weiss, es heisst gorgeous. Ich habe kurz vielleicht zu fest an Achille gedacht und darum Churches gesagt. Aber Church? Ja, fair. Vielleicht gibt es das Wort nicht. Also so geschrieben wie Church. Doch, vielleicht. Churches. I don't know. Churches. Churches Klingt gibt's. aber auch noch geil. Churches. Was heißt denn Churches? Mehrzahl von Kirchen. Aha. One church, many churches. Churches. Churches, oder? Churches. I like churches. Egal. Das Ja. ist nur nichts Language School. Nein, Da. nein, das kommt So, irgendwann später. Aber ja, vielleicht, um gerade ins Thema eintauchen. Wir reden ja heute über Breakups und das Thema ist, ja, ich glaube, ich kann es gerade direkt sagen, für dich vor allem ein aktuelles Thema. Vielleicht willst du dazu etwas sagen? So ein bisschen. Yes, also schnell zum Einordnen. Ich bin seit 2 Monaten getrennt. Also ich habe mich getrennt. Es ist von mir hauptsächlich ausgekommen. Wie geht es dir seit dort? Oder jetzt? Jetzt gerade, ich bin auch ein bisschen nervös von dieser Folge, weil ich will nicht wirken, dass mir das gar nicht nahe geht. Aber ich muss sagen, es geht mir eben gut gerade. Ich warte wie noch drauf, also ich habe es aufgeschrieben, ich warte wie noch drauf, dass so eine Welle kommt, wo es mich kurz nimmt. Weil irgendwie, das hört man so, ja,
weißt du, so ein bisschen Also- das. Hat es bis jetzt in dem Fall noch keine Welle gegeben? Nein, nur nicht so, also weißt du, so vielleicht mal 5 Minuten, dass man etwas gedacht hat, aber nicht den ganzen Tag oder so, oder auch nicht, dass Oder eine ich... Phase? Nein, so eine Phase habe ich noch nicht gehabt. Ich habe jetzt eigentlich die gute Phase. Aber wenn du das schon so sagst, dann hast du das Gefühl, es könnte schon noch kommen. Ich weiß nicht, ob ich mir das, weißt, weil man das so hört, amix, so die verschiedenen Phasen nach der Training, ich weiß doch nicht. Und ich glaube, also ich gehe ja gleich allein noch reisen dort in Norwegen und ich habe das Gefühl, ich sage es mir einfach schon vielleicht so im Vorhinein, dass dort allein schon noch Sachen können aufkommen können. Vor allem hätte ich die Reise auch mit meinem damaligen Freund gemacht. Aber ich freue mich mega drauf. Und eben Stand jetzt würde ich sagen, es geht mir gut. Und ich will wie, ja, Mhm. Aber das ist ja eigentlich per se Ja. schön, dass du kannst sagen, ich glaube, es geht mir gut. Und ja, wenn es sich mal ändern, dann, so wie ich dich kenne, nimmst du es ja dann auch hin. Also wenn jetzt mal angenommen, du gehst in die Ferien und dort kommt alles auf, weil du merkst, das wäre eigentlich etwas, was das Zweite gemacht hat, dann schätze ich dich so ein, dass du das dann auch würdest akzeptieren, dass es dir dann schlecht geht. ja, und das ein bisschen einordnen könnt. Ja. So, Ja. voll. Ja. Genau. Ich Yes. weiss noch, wo du mir das gesagt hast. Also Mhm. du hast ja schon gesagt, dass es ist von dir ausgekommen, du bist die Person gewesen, die Schluss gemacht hat. Und ich weiss noch, wo du mir gesagt hast, dass du das in Erwägung ziehst oder dass du dir das schon überlegt hast. Und dort bist du für mich ganz eine andere Flavia gewesen. Also so, du hast eigentlich schon sehr gewusst, was du willst. Im Sinne von, du hast gewusst, du wirst das durchziehen, blöd gesagt. Mhm. Und dort bin ich so ein bisschen krass. Du bist hast du so ein bisschen kalt gewirkt und sehr bestimmt und so ein bisschen emotionslos. Und ich weiß nicht, das kannst du vielleicht nachher noch kommentieren, aber mir bist du wie so vorgekommen, als hättest du dir schon so viel Gedanken darüber gemacht, dass alles, was aus dir rauskommt, ist jetzt einfach inhaltlich. Du erzählst mir, was du dir überlegt hast. Also es ist wie so, So ein bisschen argumentativ nur noch. genau, du hast einfach Mhm. Argumente gesagt und ohne grossen Ausdruck und so. Ich habe das Mhm. Gefühl, du bist wie schon so abgekühlt gewesen, weil du dir schon so viel Gedanken Mhm. gemacht hast darüber. So, ich habe wie so gefunden, okay, Mhm. krass. Also ja, das tönt, wenn du das alles so denkst und fühlst, dann ja. Aber ich habe wie... Ja, ja. Ich weiss noch, dass du mir den Satz gesagt hast, oh, so kenne ich dich gar nicht. Und ich habe dir, glaube ich, zurückgesetzt, so ich mich im Fall auch gerade nicht, weil man muss sagen, es hat nicht einen riesen Grund gegeben oder einen Fehler oder so. Es hat sich für mich einfach so nicht mehr angefühlt, wie ich es will. Und eigentlich war es ein Pflaster abreißen, weil ich habe mich eigentlich schon recht schnell entschieden, innerhalb von einer Woche, so endgültig. Aber irgendwie ist es auch nicht mit dem Pflaster abreißen, weil ich mir halt noch überlegt habe. Also ich bin wie an diesem Tag an und habe gewusst, also ich habe irgendwie gewusst, wenn ich es dir dann gesagt habe, ich will das dann machen. Ja. Und ich bin auch, also ich habe auch Tagebuch geschrieben und so gesagt, hey, ich brülle gar nicht gerade, was ist los? Ich bin doch auch so... investiert gewesen in die Beziehung, oder? ja, und das nimmt mich doch, sollte mich doch mitnehmen und das hat mich also dann an der Trennung sicher mitgenommen. Aber dort in der Vorphase war es so mega rational. Ich habe mich wirklich nicht so Ja, kennt. rational ist schon ein gutes Wort. Sehr. Also, trifft's. Trocken auch. Ich glaube, vielleicht hast du auch einfach ganz genau gewusst, dass das für dich langfristig besser ist und darum hast du es so gut akzeptieren. Vielleicht, ja. Weiß nicht. Und also es hat ja mir nicht also es ist einfach nicht so gewesen, wie ich es erwartet hätte, wie ich mit dem am Anfang dort umgehe. Also du hast gemeint, auch wenn du weißt, dass du das machen willst, Schluss machen willst, Ja. wird es dir nachher auch schlecht gehen. Ja, Hast du oder auch gemeint? vorher, wo ich habe ja wie ein paar Tage bevor ich das gemacht habe oder uns getroffen haben, gewusst, dass ich es machen werde und ich habe gedacht, dort werde ich brüllen und weiss ich was. Aber Also du hast die Erwartungshaltung gehabt irgendwie. an mich selber. Ja. Aber die ist jetzt nicht eingetroffen dort. Und Das zeigt ja auch einfach, wie das Breakup so vielfältig sind und mega individuell sind. ja, das möchte ich aber auch noch schnell erwähnen. Ich habe eine Kollegin im Umfeld, die wirklich seit 4 Tagen getrennt ist von ihr aus im Affekt. Also es war schon ein paar Mal im Kopf gewesen, aber sie hat an dem Tag nicht gewusst, dass sie wird Schluss machen wird. Und am Abend, wo sie sich gesehen haben, hat sie im Kopf so, nein. Und
Krass. Als ich sie gesehen habe und mit ihr geredet habe, weißt, es ist ganz etwas anderes. Es ist alles so individuell. Es wird mit dir Schluss gemacht oder du machst Schluss oder beide machen Schluss. Eben, oder? es gibt ja auch 1001 Gründe, aus denen man Schluss machen kann und auch wie man das verarbeitet. Eben, vielleicht hittet es viel später oder es hittet sofort und mega lang oder man wirklich ganz schnell darüber hinweg. Es gibt ja Voll. so viele verschiedene Geschichten und so weiter. Wir haben ja auch im Vorfeld zu dieser Folge euch gefragt, auf Insta-Story, nach euren Break-up-Erfahrungen, was ihr so erlebt habt. Und es ist mega schön, wie viele Nachrichten reingekommen sind. Und die einen auch anonym, was völlig in Ordnung ist. Und ja, davon tun wir heute auch noch ein paar Geschichten reinstreuen und vorlesen. Wenn wir gerade eine machen, schnell. Ja, komm, Also mach mal schnell. eine. Ich kann eine vorlesen. gerade eine, genau. Sie schreibt. Also unsere Frage war, was ist eure Break-up-Erfahrung? Und eine schreibt, boah, das ist das heftigste ever gewesen. Einerseits schön, darf man so fest für jemanden empfinden und fühlen. Andererseits auch etwas vom Heftigsten, was man erlebt. Und man muss allein durchstehen. Und niemand kann einem den Schmerz wegnehmen. Ich habe über 6 Monate gelitten, nicht Bits, wirklich jeden einzelnen Tag. Gerüche, Lieder, die Erinnerungen, die Bilder und so vieles mehr erinnert einem dann tagtäglich an die eine Person. Das ist etwas vom Intensivsten, was ich je erlebt habe. Bin gewachsen und stärker geworden. Aber gleich bleibt die Person, bzw. der Mann, für immer ein Teil in meinem Herzen. Bin froh... so, jetzt schlucke ich mich beim Vorlesen. Bin froh, dass wir es im Guten auseinandergeschafft haben. Das, ja, klingt heavy. Ich finde das wow. Also, wie sie sagt, wirklich jeden einzelnen Tag, das muss, wow. 6 Monate ist Ja. mega lang. Und das Ja. muss herzzerreißend sein. Aber wie sie am Schluss eben auch sagt, die Person bleibt im Leben. Und so sehe ich auch, ja, all die Leute. Aber ja, also Lebensabschnittspartner, es klingt so, aber das hat eine Arbeitskollegin letztes Mal zu mir gesagt, so, es gibt Gewisse Lebensabschnittspartner. Und ich habe sehr viel dürfen lernen, auch mit ihm zusammen. Und so wie sie auseinander ist, das erträumt man sich doch. Also nicht der Schmerz nachher, aber wie sie sagt, im Guten auseinander. Mhm. Und Dass die Person immer ein Timberli im Herzen ja, hat. und wenn man zurückdenkt an die Zeit, das ist Ja. wie mit Freundschaft, die wir es mal hatten, wenn man doch mit der Freundschaft auseinander ist, aber im Guten blöd gesagt, dann denke ich, kann man auch mal zurückdenken in 5 Jahren und so die schönen Sachen. Ja, mega, mega. Also ich sage immer, nicht Luca, keine Angst, aber ich sage jedes Mal, wenn irgendwie das Thema aufkommt, wenn mein Freund und ich mal irgendwann nicht zusammen sein sollten, er wird für mich immer eine spezielle Person sein und bleiben und er hat auch immer einen speziellen Platz in meinem Herz. Das ist wie so, das ist einfach so. Ja, wenn es so vor allem, also Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie mit ihrem Freund zusammen war, sie, die jetzt geschrieben hat, aber ja, wenn du, ich sage jetzt mal, wenn es nicht eine unbedeutende Beziehung war, macht es ja Sinn, dass man sich einander wichtig bleibt, voll. auch wenn man nicht mehr zusammen ist. Das macht mega Sinn. Jemand schreibt noch bezüglich der Zeit nach dem Schluss machen, nicht flüchten und einfach einen neuen suchen, sondern durch die verschiedenen schwierigen Phasen gehen und zulassen, dass es okay ist, dass es weh tut. Ich glaube auch, wenn eine Beziehung nicht speziell wäre, oder nicht speziell, dann tut es ja auch nachher nicht weh. Der Schmerz sagt ja nur, wie schön dass es eigentlich war. Oder der Schmerz ist wie eine Art das Gewicht, wo die Schönheit der Beziehung hat. Macht das Sinn? Ja, der der Person gegeben hat, Ja. der halt wegfällt. So, wenn er Nähe, also, ähm, jetzt muss ich ehrlich gerade aufpassen, was ich sage, weil du sagst jetzt eben gerade, dass du keinen Schmerz verspürst. Mit Nicht dem wollte ich nicht sagen, dass nicht eure kein. Beziehung nicht schön oder wertvoll war, aber so... Nein, also das muss ich habe nicht keinen Schmerz. Ich bin einfach gerade nicht in einem Loch. Aber Mhm, ich kann schnell sagen, wenn ich jetzt Zweifel habe oder wenn ich kurz denke, wieso oder weißt, oder dass das du es ist bereust schön oder wie? gewesen, nicht bereuen, aber wieso genau habe ich jetzt Schluss gemacht, weißt? Manchmal Aha, ja. dann hilft es mir, dass ich habe eben vorher eine Liste geschrieben mit Sachen, die ich gut finde und Sachen, die ich nicht will. Und dann hilft es mir halt, blöd gesagt, mich an die, nicht blöd gesagt, an die An die Punkte Punkte zu erinnern. zu erinnern und weiss, nein, Flavia, du hast wegen diesen Punkten und die sind dir zu wichtig gewesen, um über die hinweg zu schauen. Und eine Kollegin hat mir auch nachher gesagt, Flavia, ich
ich tue das 80-20-Prinzip anwenden, hat sie gesagt. Also das hat sie mir erklärt, dass quasi 80% an einem Mensch muss für dich stimmen und die restlichen 20, die nicht stimmen, mit dem musst du dann lernen, entweder umgehen oder eben nicht. Ob die Kompromiss finden. Ja, oder einfach ob die 20%, die eben nicht so matchen, ob die nicht so wichtig sind wie da zum Zusammenbleiben. Ja. Oder Weißt du, was manchmal ich ist es meine? ja auch, dass man denkt, ja, das Verhältnis ist nicht so 60-40. Aber ich habe aufgeschrieben, wir Menschen brauchen einen Richtwert. Deswegen denke ich, passt dieses Prinzip gut. Habe ich aufgeschrieben. Nur wegen, dass wir jetzt so Zahlen machen. Ja, aber ich weiß auch nicht, ich bin nicht immer so ein Fan von Nicht. Rationalisieren. Also ja, Nein, ich weiß, was für du meinen meinst. Kopf- Ich finde das eine gute... Ich bin ja eine, die sehr schwierig Entscheidungen treffen kann. Mm. Und dann, genau so, blöd gesagt, Methoden Mhm. helfen die einem dann so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Und von dem her finde ich das eine gute Idee. Aber manchmal sagt einem eben das Bauchgefühl auch schon viel. Also weißt du, so, manchmal musst du vielleicht eine Liste gar nicht schreiben, wenn dein Bauchgefühl dir schon ein schlechtes Gefühl gibt. Ja, aber jetzt für im Nachhinein bin ich sehr froh, habe ich das geschrieben. Aha. Weil, wenn ich jetzt auch die andere Kollegin gefragt habe, ich so, wieso hast denn du Schluss gemacht? Sie, Aus dem Affekt. ich kann nichts sagen. Also, ich kann nichts sagen, sie müsste das mal aufschreiben. Oder, weil es gibt ja, Gründe. auch das Bauchgefühl hat einen Grund. Ja. Irgendetwas. Ja. Und das hilft halt, um das nochmal zu sehen, wieso die Entscheidung und wieso. Also, es kann ja auch sein, dass man dann plötzlich realisiert, nein, das ist mir jetzt, weißt Das ist mir, ja, wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, ist es doch nicht ja. das Richtige gewesen. Ja. Ja, das stimmt eigentlich schon. Also sowieso, sich länger Gedanken machen, Mhm. ist, glaube ich, nie falsch bei einer Trennung. Ja. Ja, und was ich aber eben auch, was ein bisschen widersprüchlich ist, was ich gerade instant einen Tag nachher gemacht habe, also ich habe frei gehabt zum Glück, das würde ich auch empfehlen, weil der Kopf, Also am nächsten Tag hast du frei gehabt? ja, wir haben am Abend geredet, etwa 3 Stunden und am nächsten Tag frei, ich habe mir wieder den Tag zurechtgelegt, so, dass ich mir Zeit nehme, so 1 Stunde, 2, egal, einfach mir Sachen, schöne Momente aufschreibe, die wir in diesen 3 Jahren jetzt hatten. Und Das ist mega schön. das tönt vielleicht also es kann herzzerrissend sein, aber für mich ist das so schön, das nochmal wertschätzen und das wie aber auch ein bisschen für meinen Kopf so zuschlagen. Ich habe das jetzt so niedergeschrieben, es bleibt für immer, das ist auf Papier. Das kann dir keiner mehr nehmen, was ihr erlebt habt und gemacht habt. Genau. Und ja, auch, ich habe ist eine dann halt schöne wirklich Aktivität, traurige Musik dazu gelassen, Oh also traurige, einfach so ein bisschen meine Seelenbalsam-Playlist habe ich dazu gelassen. Und Was ist jetzt so? Adele, ja, was ist noch so? James Blunt. Ja, James Blunt. Wenn ich dich kenne. Ja, nein, und ich habe das richtig gerne gemacht. Ja, ja. Also ja, ich weiss nicht, ob das für ihn, ob das wirklich für... Weil gewisse Leute brauchen einfach auch eine Ablenkung, aber... Aber das ist auch, verstehe ich auch, also die andere hat ja gesagt, wegen Gerüchen. Ihrem und Oh Gott, ich ja. habe bewusst, also alle Bilder gerade weggenommen. Also im Zimmer. Ja, also Ja, das ist ja wirklich klar. ja, aber Wobei, vielleicht kann man es nein, auch auch so Gerüche, also ich hätte jetzt nie einen Geruch gehabt, aber ich hätte das ist einfach, ich hätte knallhart schnell einen Cut gemacht, um zu wissen, das hilft mir nicht. Ja, ja. Auch- Also eine Kollegin von mir hat auch, ihr Tipp war, nicht hinterherrennen. Also sie war in dem Fall die Person, mit der man Schluss gemacht hat. Und sie hat das wie nicht wahrhaben. Und ja, ich glaube, so Fälle kennen wir alle. Leute, die das nicht wahrhaben wollen, dass jetzt wirklich Schluss ist. Und sie hat dann wie gesagt, hey, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, für mich hat ich hätte dem nicht hinterherrennen. Weil, ja, es ist einfach so, du willst ja nicht jemanden haben, der dich nicht will. Mhm. Aus jensten Gründen. Warum auch immer. So, wenn jemand dich nicht so entweder im Leben haben möchte oder nicht als Partner will haben, dann ja, weiss ich nicht, ob es sich da wirklich lohnt, hinterher zu rennen. Es kommt schon aufs Gespräch drauf an, das wir hatten. Also ich bin froh, die 3 Stunden. Ich bin dort an und habe gesagt, ich gehe erst, wenn für beide im Moment gerade alles besprochen ist. Ja. Und das ist auch nur ihm gegenüber fair und mir gegenüber fair. Ja. Und ich kenne aber auch eine, die 15 Minuten nur geredet hat und musste gehen, weil sie das nicht hätte können handeln gerade. Und für mich wäre das Horror, weil was willst du mit 15 Minuten? Du hast 3 Jahre zusammen verbracht, ich jetzt. Und also da musst du dich ja nachher noch auf einen Kaffee treffen. Weil
also ich habe wie... Ja, es gehört sich irgendwie auch, dass man das würdevoll bespricht, oder? Und ausführlich. Ja, und eben, ja, und ich habe auch gesagt, wenn die andere Person jetzt, wenn er noch irgendein normales Treffen gerade gebraucht hat nachher, vielleicht kommt das noch auch von meiner Seite, dann soll er das sagen, weil dann würde ich das machen. Aber ich weiss, für mich ist es nicht gut, wenn wir uns jetzt noch sehen würden. Das ist ja auch bei vielen. Du hast vielleicht noch, wenn wir noch einen Community-Input vor deiner Story oder nicht? Weil eine sagt dort, es ist krass, dass man einfach zack, bumm, Ja. sich nicht mehr sieht. Folgendes. Das passt vielleicht gerade. 5 Jahre lange Beziehung, jeden Tag zusammen gewesen. Und dann haben wir uns getrennt. Und am gleichen Tag hat er mich überall auf Social Media entfernt, mich blockiert und seither nicht einmal mehr etwas gehört. Schon extrem schlimm, wie sich alles innerhalb von 5 Minuten ändern kann und wie man von Beziehung plötzlich zu Fremden wird. Ich meine, selbst wenn das Gespräch 3 Stunden geht, ist es ja im Vergleich zu einer 5-jährigen Beziehung nichts. Und dass sich das wirklich so von weiß auf schwarz nachher ändert, ist krass. Der Kontrast von Art, wie du miteinander umgehst und redest, also das finde ich jetzt in dem Fall auch mega Also blockieren, nein, das geht ich gar verstehe, nicht. Leute, Ja, meine egal. Meinung zu blockieren, ich check ihnen, warum man Leute, gut doch, so grusige, creepy Sugar Daddies. Leute sollte man schon blockieren. Aber nein, so eben so, ja, ich weiß auch nicht. Gut, meine Exen weiß ich gar nicht. Also nein, ich habe sie nie blockiert, aber ich glaube, die haben auch gar nicht so richtig Insta gehabt. Mhm. Also ich weiss noch. Was ich noch... Eine hat mir eben gesagt, sie kann es nicht verstehen, wie man sich nachher nicht mehr sehen kann, weil man hat da so viel Zeit miteinander verbrungen. Dort ist aber anzumerken, dass die auch in einer gleichen Freundschaftsgruppe sind, also man würde sich eh sehen. Aber ich sehe schon auch den Punkt. Also dass man sich nachher nicht mehr sehen will. Nein, dass man sich vielleicht nachher, weil man sich so aneinander gewöhnt hat, dass man sich wie vielleicht nur noch einmal in 2 Wochen sieht, um ein bisschen, wie geht's dir und so langsam ausfloaten lassen. Anstatt so, nie Ja. mehr, weil ich meine, mein Freund kommt nicht aus, mein Ex-Freund, ui, mein Ex-Freund kommt nicht aus meiner Umgebung, dass ich ihn per Zufall sehe. Das ist Das gleich ist unwahrscheinlich. eher unwahrscheinlich. Also man müsste sich verabreden, jetzt im gleichen Dorf sieht man sich. Du würdest dann deinen Ex-Freund mal wieder sehen? Ja, jetzt gerade nicht. Aber so... Wann dann? Bevor ich irgendeine Wenn ich weiss, dass für beide, glaube gegessen ist. ja, wenn man etwas verdaut, ja, das verdaut hat, weil ich glaube, nein, das würde nicht helfen. Ja, nein, im Und Moment wahrscheinlich mich nimmt es aber Wunder, wie es ihm geht, aber ich schreibe nicht. Also weißt nicht. weil Weil du hast ja auch noch... Wir beide haben ja 2 Ex. Mhm. Du hast noch einen anderen. Und Mhm. jetzt mal so, heute in 10 Jahren, Mhm. würdest du gerne mal mit beiden einzeln Ja. etwas trinken und wissen, wie denen ihr Leben nachher verlaufen ist? Ja, also vom ersten Ex habe ich schon ein paar Mal gesehen. Also nicht 1:1 abgemacht, aber wir sind mal 2-3 Mal am gleichen Fest gewesen und haben geredet. Und mal auf Insta, weißt du, zu einer Story oder so. Also ich finde das mega Das ist super. aber cool. Ja, ja, ich liebe das. also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ich bin ja wirklich schon lange in einer Beziehung. Im Herbst sind es dann 8 Jahre, was ich selber komplett crazy finde. Also Ja, ich auch. Für mich fühlt es sich einfach an wie 4-5 Jahre. Also so, ich weiss wie, dass ich in einer langen Beziehung bin, aber dass es so in 2 Jahren schon 10 Jahre werden sein, das ist für mich selber eher schwierig zu greifen. So. Mhm. Jedenfalls habe ich vor der Beziehung, wo ich jetzt drin bin, 2 Freunde gehabt. Ich war entsprechend jung gewesen, muss man sagen, also 13, 14. Und mit denen, also mit dem einen, habe ich seit dem Tag, wo er mit mir Schluss gemacht hat, ich habe ihn nie mehr gesehen, nie mehr mit ihm geredet, logisch, Mhm. und auch nie mehr wieder von irgendwem irgendetwas gehört. Also auf Social Media auch gar keine Er hat Verknüpfung? nie Social Media gehabt. Ja. Und darum, es ist wirklich so, die Person ist wirklich für mich an dem Tag verpufft. Ja. Also, ja, ich bin dann schon, die beiden Mal sind eigentlich ziemlich ähnlich gewesen. Beides Mal ist mit mir Schluss gemacht worden, beides Mal so ein bisschen aus dem gleichen Grund. Und mit dem anderen Ex, also das ist dann der zweite Freund, den ich hatte, mit dem habe ich dann nach unserem Schlussmachgespräch vielleicht 1 oder 2 Mal wieder geredet. Auch weil wir so ein bisschen überlappende Freundeskreise hatten und man sich dann halt eben, wie du gesagt hast, mal wieder gesehen hat an irgendwelchen Anlässen und so. Ja, aber auch dort, ich weiss jetzt wirklich gar nicht aus seinem Leben. Es ist jetzt auch nicht so, dass es mich brennend interessiert,
Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel an einer Kilby oder an einer Fasnacht würde sehen, fände ich es schon interessant, so einen Schwatz Ja. mit denen zu halten. Weißt, so. Einfach auch nur schon die Dynamik in den ersten 10 Sekunden fände ich spannend. So. Weil ich glaube, ich würde schon Hoi sagen. Da wären wir wieder in der Thematik, so, tut man so, als ob man sich kennt oder nicht. Aber eben da finde ich auch so, schau, wir sind mal verliebte Teenager gewesen, da können wir uns doch ja wohl Hoi sagen. So. Also ich habe auch mit dem ersten Ex, ich habe mit ihm meine ersten Erfahrungen gemacht und dann haben wir, wo wir uns gesehen haben, nur mal über das geredet und müssen lachen und schmunzeln sicher, ja. und so. Also es ist, ja, und voll, aber du hast gesagt, wie sind so Schlussmachgespräche mit so 15 verlaufen? Ja, eben eigentlich in der 13, 14. Oder 13, 14? Also bei beiden, also nein, ich erzähle jetzt mal vom ersten. Da bin ich wirklich so 13 gsi. Wir sind 2015 zusammengekommen. Ich war 14 gsi, eben so. Und so es war so die klassische Schulhofliebe gsi. Ich hatte einen Crush auf ihn gehabt. Nachher hat sich das ein bisschen umgeschwätzt. Irgendwann haben wir auf Snapchat uns ein bisschen geschrieben. Und dann, ja, nach nicht vielen Wochen sind wir zusammen gsi. Und zum kurz zusammenfassen, wir sind irgendwie 2 oder 3 Monate zusammen gewesen, so die typische Oberstufenbeziehung, die wir halt so damals hatten. Jedenfalls war er ein Jahrgang über mir gewesen und hat halt, ja, ist entsprechend älter gewesen, hat vielleicht auch schon Freunde gehabt, die gewisse Erfahrungen gemacht haben. Und er hat mit mir langsam auch wollen. Sex haben, oder was? Ja. Okay. Ja. Und bis heute bin ich Gott froh, bin ich damals mit 13, 14, das ist nicht das ist so früh. so gut, habe ich zu mir selber stehen. Ja. Und ich habe dann halt immer Nein gesagt und also hat er das gefragt oder hat er so initiiert Ich will und du hast so, oder ja? also weißt, ich will gar nicht zu fest ins Detail gehen. Es ist wie, was ich sagen kann, es ist nie schlimm gewesen oder nie gar nicht schlimm, aber mehr so, er hat mir klar gemacht, dass er das möchte erfahren. Und ich habe wie gemerkt, ich bin noch nicht ready für das. Und hast du es mitteilt? Super. Ja. Oder? Ich glaube, also nicht selbstbestimmt. Ich bin so ein bisschen die scheue Maus gsi, die sich das vielleicht überlegt hat, aber eigentlich hat sie gewusst, dass sie nicht parat ist, so ein bisschen so. Und auch entsprechend scheu kommuniziert hat. Auf jeden Fall ist es wie nie dazu gekommen. Und das ist dann eigentlich der Grund gewesen, warum er dann mit mir Schluss gemacht hat. Und ich bin wirklich heartbroken gsi. Mega. Aber weißt, ich kann mich nicht mehr so fest an den Breakup erinnern, weil ich glaube, ich bin relativ oder verhältnismäßig schnell über das hinweg gewesen, so nach einer Woche, 2 vielleicht, weil ich wie so gewusst habe, hey, look, das wäre sowieso nicht gut gekommen. Ja, und dort hast du auch noch nicht das ganze Leben mit ihm ausgemalt, oder? Ja, genau. Und es ist halt so ein bisschen, ja, weiß auch nicht, in der Oberstufe. Ich glaube, ich habe relativ schnell gecheckt, dass das jetzt einfach, ich habe schnell können das einordnen, was das jetzt halt war. So ein bisschen so. Und beim zweiten Freund ist es auch, wir haben einfach auch nicht wirklich zusammengepasst. Das hat damals von außen ganz viele Leute schon gesagt, ich mit rosa-roter Brille natürlich gar nicht einsehen. Er war sehr eine charismatische Person gewesen, hat sehr viele Leute von sich überzeugen und hat wie so Leute in seinen Band ziehen. Und so habe auch ich mich wie von ihm nicht überzeugen lassen, das ist wie das falsche Wort, aber ja, einfach so, wir sind aber trotzdem verschieden gewesen und er war so ein bisschen draufgängerisch und so der Beliebte. Ja, und ich habe das wahrscheinlich cool gefunden. Und ja, genau. Aber auch dort, er war wieder älter und hat einfach auch viel mit seiner Ex-Freundin geschrieben. Und ich habe das alles mitbekommen. Und einfach auch nicht wirklich eine gesunde Beziehung. Und er hat dann aber mit mir Schluss gemacht, weil seine Worte sind wie gewesen, also ich weiss noch ganz genau, wie das war. Das war irgendwie im tiefsten Winter gewesen, haben wir uns am See getroffen und er hat gesagt, nimm bitte alle meine Sachen mit und so. Und das ist ja wie auch schon ein sehr klares Indiz dafür, dass jemand Schluss machen will. Dann gang du doch zu ihr. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dort aus... Ja, aber weißt du, ich will denen auch nicht gross... Natürlich, man hätte in beiden Fällen die Sachen können besser machen können. Aber wir sind alle Teenager gewesen, und es ist ewig her und ich würde da gar nicht gross irgendwie judgen, natürlich, ja. Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir uns an dem See getroffen, ich habe seine Sachen mitgebracht und er hat wie gesagt, hey, look, das macht keinen Sinn mit uns, weil er hat so gesagt, du bist ein viel zu guter Mensch für mich. Also er hat wie gewusst, er kann es nicht sein lassen, mit seiner Ex-Freundin zu schreiben. Oder so habe ich es zumindest in Erinnerung. Er hat wie gewusst, so oft einfach die Sachen, die er macht, so, das tut mir alles nicht gut. Und er hat dann wie sich von mir trennt zu meinem Schutz. Macht das Sinn? Ja, aber mit dem Satz, so, du bist zu gut für mich und... Keine Ahnung, das ist einfach, was er so ein bisschen gesagt hat. Und damals bin ich auch so gewesen, aber nein. Und weißt, ich habe so voll dagegen ankämpfen und bin so gewesen, aber nein, wir sind doch für... Oh Gott, keine Ahnung, was ich gesagt habe. Weißt du, mir fällt jetzt nicht ein Argument ein, das irgendwie sinnvoll wäre.
in dieser Situation im Hinblick auf das. Aber ja, auf jeden Fall, dort bin ich auch sehr schnell wieder über die Beziehung hinweg gewesen, weil ich auch eingesehen habe, dass ich besser dran bin ohne ihn. Mhm. Also ich habe das sehr schnell realisiert und das Heartbroken Feeling ist gar nicht lang gewesen. Mhm. Und ja, von dem her, jetzt eben kann ich wie so zurückschauen und weiss, dass ich damals als Teenagerin die rosarote Brille angehabt habe, dass ich nicht immer eben so selbstbewusst verteidigt habe, was ich wähle oder was mir wichtig ist. Aber andererseits ist es auch gar nicht so ultra verwerflich, leider, weil im Teenageralter entwickelt man ja Selbstwertgefühl erst noch. Man ist ja genau im Teenageralter in dieser Phase, wo man herausfindet, wer bin ich, Ja, aber was auch will ich mit mir machen lassen, was will ich nicht mit mir machen lassen. Du willst, in diesem Alter willst du dazugehören, du willst cool sein, du willst Ja, einen Partner, Partnerin haben, du willst können mitreden, wenn es um gewisse Erfahrungen geht. Also weißt du, so viel auf einmal. Jetzt in Hindsight in verstehe Hindsight. ich, so in Rückblick, im Sagen wir das? Rückblick, Okay. in Hindsight, Ja. ja, verstehe ich, warum ich die rosarote Brille angehabt habe. Gut, finde ich das natürlich trotzdem nicht. Das ist ja. Ja. Hast du das nie Ich gehabt, weiss, dass du was die du meinst. rosarote Brille angehabt hast? Doch, bei dieser Situationship, der, wo man wegen dem kaputten Nippel, dort habe ich von Anfang an gewusst, das wird nicht gut enden. Also du hast gewusst, dass du eine rosa Brille anhast? Ja, also ich habe einfach gewusst, dass ich ihn da oben sehe und nicht auf meiner Augenhöhe. Und das ist nicht gut, wenn ich dort mein Selbstwertgefühl so ein bisschen, nicht in Erdboden, aber so EG gegangen ist. Mein Selbstwert ist ins EG. Ja, nicht UG, EG. Oh mein Gott, das wird der Folgetitel. Selbstwert im EG. Ja, Nicht im aber, UG, aber im EG. aber hey, dort Vom ist OG ins EG. Ja. Nein, also dort ist es EG, aber ich habe es war Corona-Zeit gsi und ich bin dort so gsi, ja, ich lasse jetzt das noch ein bisschen laufen. Und nachher habe ich dann aber schon auch gemerkt, so, also jetzt muss ich fix, ob wir zusammen sind oder nicht. Und Also was wissen? wissen, nach einem halben Jahr, dann bin ich zu ihm gefahren mit einem Auto. Also du hast ein halbes Jahr lang eine Situationship gehabt. Ja, jetzt im Nachhinein habe ich gecheckt, dass das ein Situationship war. Also ich habe nach 3 Monaten schon gesagt, so, hey, was Sind wir? denkst du? Und er so, hey, nein, weiss nur, dann habe ich gedacht, okay, und dann habe ich es nach 3 Monaten nochmal und dort bin ich bin bewusst mit dem Auto auf den Boden, weil ich gedacht habe, das wird nicht gut rauskommen und dann hat er mir halt ins Gesicht gesagt, er hat sich nicht in mich verliebt. Und dort ist zum ersten Mal mit mir, ja, es war Ausschluss machen gewesen. Also ich, Beenden von der Situationship. ja, und dann brüllend durch Baden und brüllend im Fiat eine Stunde heimgefahren und zu meinen Eltern. Oh mein Gott, ich weiss noch, Ja. nach meinem ersten Schlussmachgespräch bin ich auch heulend wie ein Schlosshund im Zug gewesen. Und ich glaube, die Leute haben mich angeschaut, als wäre gerade, also bei mir ist eine Welt untergegangen. Und ich weiss noch, dass zufälligerweise meine Kollegin aus dem FC damals dann am gleichen Bahnhof sind, wenn ich ausgestiegen bin und die haben mich dann mega getröstet. Die sind so gewesen, was ist mit dir, was ist passiert? Da habe ich so erzählt, ja, er hat Schluss gemacht. Sie hat sich so mega getröstet und das ist genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe. Und Ja, nach das dem zweiten ist Schlussmachgespräch, eben, es war tiefer Winter, wir sind draußen, ich habe mir den Arsch abgefroren. Mein Papi hat mich abgeholt, ich bin glaube nachher irgendwie 1,5 Stunden in der Badwanne und habe mich noch mehr ausgekühlt und mich auch wieder In der aufgewärmt. Badwanne, Wasser zu Wasser. Ja, so richtig wie so in einem schlechten Film. Aber ja, nein, heute kann ich irgendwie das zum guten Glück mit ganz viel Abstand und so eben anschauen und das ist gar nicht schlimm. Ja, vielleicht noch, was haben wir da noch so für Inputs? Ich frage mich nur, willst du das Language School machen? So ein bisschen als Auffrischer oder willst Ja, komm, machen wir das. so ein machen wir bisschen, das. dann können wir nachher, vielleicht können wir nachher noch kurz darüber reden, dass man ja dann nicht nur die Person, die man geliebt hat, also jetzt in der Beziehung hat, verliert, sondern vielleicht auch noch andere im Umfeld dann. Also zum Beispiel Freundschaft oder wie? Freundschaft oder Familie, wo man auch sich eingelebt hat, wo man dann auch nicht mehr sieht. Ja. Also, Also, finde ich jetzt gerade ein bisschen viel Input, sorry. Also nein, dann, ich sage nur schon noch meinen Input, was ich cool finde zum machen. Einfach, ich habe jetzt allen Familienmitgliedern noch einen Brief geschrieben, weil Aha, du meinst so, von der Ex-Freundin. Ich Ja. habe gemeint, okay. Du hast seinen Familienmitgliedern einen Brief geschrieben. ja, jeder einzeln, weil das ist auch an dem Tag danach, es ist alles so ein Verarbeitungstag gewesen und ich habe alles nochmal... Eben, das finde ich so krass, dass du wieder an deinem freien Tag so bist. Okay, erst, also das tue ich jetzt bewusst ein bisschen überspitzt Ja. darstellen. Erst zu du aufschreiben, was ist alles schön in den 3 Jahren. Zweitens zu du Mami im Brief schreiben, seinem Papi im Brief schreiben, seiner Schwester im Brief schreiben. Weißt du, ich weiß nicht, ob ich das an seiner Stelle gepackt hätte, das so
wortwörtlich abzuarbeiten. Ja. Also an seiner Stelle. An meiner. An deiner Stelle? An meiner. Du hast das ja gemacht. Ja, aber eben, das ist für mich wie ein Verarbeiten. Aber ja, das ist Teil von deinem Sie- Verarbeitungsprozess gewesen. Ja, das macht eigentlich Ja, schon und Sinn. ich komme halt dann auch Nachrichten zurück über, die auch schön waren. Stimmt. Wie lange war denn so ein Brief gewesen? Also so Kärtchen-mässig oder wirklich Ein Brief? A4 meistens. Also so eine A4 Wow. Seiten. Ja. Und weil, ja, eben, du gehst ja nicht nachher, also wirklich, seine Großmutter war für mich wie das zweite Grösse gewesen, und irgendwie wollte ich vielleicht schon sie nochmal sehen, weil das ist für sie auch hart. Also sie hat es auch gesagt. Weißt du, das ist doch... Ja, das Ding ist, ein Breakup ist eben nicht nur für die beiden involvierten Personen hart, sondern auch für die Familie, weil die Eltern denken ja vielleicht, das wird mein Schwiegersohn oder meine Schwiegertochter. Also das haben sie auch gedacht. Oder das habe ich eben auch Schwägerinnen denken so, ja, du wirst, oh mein Gott, so, du bist die Schwester, die ich nie hatte. Oder keine Ahnung, weißt du, so, ja, wenn man länger zusammen ist, sieht man sich ja wirklich als Teil von erweiterter Familie oder wirklich Familie irgendwann. Mhm. Ja. Aber ich habe es jetzt so gelöst. Das heisst nicht, dass ich sie nie mehr sehe, aber so für den Moment habe ich ihnen auch etwas wollen, ich habe mich nicht begründen und so, sondern ich habe nur ihnen, was ich an ihrer Person geschätzt habe und an der Zeit. Ich bin null darauf eingegangen, was mit meinem Ex ist, weil das kann er ihnen erzählen, weil das ist wie Ja. Du musst dich ja nicht vor den Eltern genau, rechtfertigen. sondern einfach nochmal die Zeit so nochmal, ja. Ja. Nein, Ja. ich muss, also da muss ich dir schon auch, glaube ein Kompliment aussprechen. Nicht glaube. Ich möchte, glaube ein Kompliment aussprechen, weil das klingt sehr erwachsen, wie du das gemacht hast. Du hast dir das eben lange überlegt, du hast das Gespräch gesucht, du hast deine Wertschätzung wollen aussprechen und Dankbarkeit. Das ist eigentlich wie so, ja, fast ein bisschen ein Paradebeispiel für wie ein Breakup Ja, kann ich will- angenehm ja, oder möglichst mhm. angenehm kann sein, ja. Nein. Ja, und manchmal, es ist ja wie bei meinem ersten Ex sind wie, ich habe es bei ihm daheim habe ich Schluss gemacht und seine Eltern sind rum gsi. Und dann sind wir halt wie, wo wir Oh. geredet haben, führen und gesagt haben, wir sind nicht mehr zusammen. Und dann ist die Wie Mutter alt bist du denn gewesen? 18 und das war eine einjährige Beziehung gewesen. Und dann ist die Mutter zwischen ihn und mich gehockt, alle drei brüllen und auf der rechten Seite tut sie ihren Sohn trösten, auf der linken tut sie mich trösten. nein! Und nachher sagt sie beiden, ihr seid noch so jung. Das wird schon, also weißt du, nicht wird schon zwischen die, einfach so à la. Ja. Und Everything will be alright. So ja, und mäßig. dort konnte ich wie persönlich noch Tschüss sagen. Das, Ja. ja. Stimmt. Weil manchmal ist ja, in dem Fall hast jetzt du nicht gewusst, dass das letzte Mal, wo du sie gesehen hast, dass das letzte Mal wird sein. Das finde ich auch immer so alles krass. krasse Letzte Mal. Gedanken. Ja. Also komm ab ins Language School. Ja, also. Hi, Miss Kitska. Nein! Wieso? Das ist doch ein Nein, das ist cringe. Das Ding ist eben, ich habe die Kategorie Language School nennen, weil du etwas lernst. Ja. Aber ich glaube, du hast verstanden, dass wir jedes Mal daraus ein Rollenspiel machen. Nein, ich mache das Aha. einfach so als Aha. ich muss in den Mut kommen. Weil wenn ich einmal dann den Podcast höre im Nachhinein, denke ich so, oh Gott, wieso hat sie mich Miss Kitska genannt? Also sage ich nicht mit Miss Kitska. Mit Ich sage einfach Hello. Langt das? Du musst auch nicht mal Hello sagen, ich sage einfach die Wörter und du musst reden. Ich glaube, kaum höre ich Schule, bin ich in dem Modus. Bist du in einem Hallo? Ja, Lehrperson, hallo. Ja. Okay, also, das glaube ich ist eine einfache Variante. Das traue ich dir alles zu. Okay, also wieder 3 Begriffe, 3 Erklärungen dazu. Ich tue zuordnen. Genau. Ordnen. Mhm. Das erste Wort ist legit. Das zweite Wort ist cap. Und das dritte Wort ist slay. Willst du rätseln, was das alles heisst? Oder soll ich jetzt schon? Also Slay ist so... so... Slay Queen, so ein bisschen à la... Der Emoji, der neue Emoji, wo so Luft rauspustet, so... Das Der ist Slay. so anstrengend rauspusten. Für mich ist das aber so... Slay. Ah, für dich ist das so? Ja. Okay. Legit ist so legendär. Ich weiß nicht, aber das ist legit. 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 Und Cap, sage ich, ist etwas, wo nicht so positiv. Ist es ein Name? Also du mal deine Dinge sagen. Die Erklärung, gell? Ja. Oder, okay. Also so legit
Ah, shit. Nein, ich wollte jetzt noch nicht Wort für Wort erklären, sondern ich gebe jetzt einfach 3 Erklärungen. Jetzt tust du wieder Das durcheinander. eine Mhm. ist so wie, das sagst du, wenn du willst sagen, nein, gelogen. Das ist doch gelogen. Mhm. Mhm. Und wenn du wie willst sagen, oh mein Gott, das ist im Fall nicht gelogen, dann tust du noch ein No davor hängen. Mhm. Und das andere, und dann das zweite Wort von den 3, ist zum Ausdrücken, dass du das mega ernst meinst. Mhm. So, du willst wie sagen, wirklich. Mhm. Es ist so Mhm. real. Mhm. Und das dritte ist einfach so zum sagen, grossartig. Mhm. Mega nice. Zum Bewunderung ausdrücken. Also das Ding, die erste ist in dem Fall No Cap. Das ist kein Witz, oder? Ja, genau. 100 Punkte für dich. So, das hast du safe auch schon gehört. Das Nein. habe ich glaube auch schon gesagt. So, wenn ich sage, ich sage jetzt einfach etwas. No Cap. Genau, Ja. ich war heute Leonardo DiCaprio am Bahnhof Oerlikon gewesen. No Cap. So, dann meine ich damit, Von wo kommt Cap? Sorry, jetzt ist wieder das Cap. Cap heißt im Grunde Lügen. Dieser bestimmte Ausdruck kann in Situationen von Skepsis oder um jemanden von der Legitimität deiner Aussage zu überzeugen, No Cap, verwendet werden. Oder das kommt von so His Capping oder She's Capping. Okay. Also Capping heißt Lügen. In dem Fall, ja. Und No Lie. Cap ist so, glaub Ja. mir, wirklich. So, eben, Keine Lüge. Kein genau, Witz. meine Aussage Ja. hat Legitimität. Meine Aussage ist legit. Gut, jetzt kommen wir zu dem. Das ist grossartig. Nicht? Scheiße, habe ich es wieder verwechselt. Ja. Hey, aber Slay ist ja... Slay ist das. Slay ist grossartig. Ja, Und- so Anerkennung. Oh mein Gott. Das Und sag nochmal, legit ist... legit. Legit? Legit. Sagt man das so? Okay. Legit. Ja. Legit. Also aufs legit, aufs zweite Ja, I. oder... Nicht legit. Nein. Okay. Nein. Das erste. Also, und was heißt das? Das heißt, legit ist in Jugendsprache etwas, das absolut ernst gemeint, authentisch, rechtmäßig, vernünftig oder schlicht real ist. Es ist die Abkürzung für legitim. Ah. Darum habe ich vorher den Hint gemacht. Aber ich habe legendär gesagt, das ist nicht das Gleiche. Nein, Also es ist aber ja, legitim. Es ist... Hä? Aber wenn ich sage Fest... Kann ich nicht sagen, das Festival war legit gewesen. nein, aber du kannst sagen, nein, das geht nicht, aber du kannst sagen, Ich bin wirklich in der Schule, dass die Lehrerin so... Und die Schüler sagen dann, wenn die Lehrerin so lange muss überlegen, dann kann das Ja, doch schwierig das sein. ist aber so schwierig. Das ist wenn du über den, manchmal, du kennst das vielleicht auch, so, manchmal ist etwas im Sprachgebrauch so und du kannst aber nicht erklären, warum es so ist. Ja, Es ist einfach so. gut. Also zum Beispiel das Festival ist... Nein, in dem Fall nicht legit. Was ist denn legit? Was ist denn Ja, legit? legit ist so zum... Du doch Sätze vorbereiten. Ja, Ein ich habe es ja schon ein vorgelesen. Beispielsatz. Ich habe es schon vorgelesen. Also sag nochmal, ein Beispielsatz. Aha, ein Beispielsatz. Ja. Ja, den habe ich nicht, aber Beispielsätze fallen mir eigentlich normalerweise so ein. Aha. Sorry, dass ich jetzt keine... Aber nein, legit ist so wie, wenn du irgendetwas willst sagen und mit legit tust du das nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Also zum Beispiel... Ich Ja. habe den Leonardo DiCaprio getroffen. Legit. Nicht. Legit. Jetzt bin ich im Fall selber verwirrt. Wir können auch das nächste Mal nochmal aufgreifen, Oder sonst weisst verlieren wir ein was? bisschen Zeit. Gut. Wenn irgendwann im Verlauf von der restlichen Folge ein Moment kommt, wo ich das kann brauchen kann, dann sage ich es. Okay. Boom. Legit. Gut, also dann gehen wir wieder zurück zum Thema. Hast du willst du Community Input etwas oder von dir noch? Warte, ich habe da, glaube ich, irgendetwas. Da schreibt jemand, das klingt so ein bisschen ähnlich wie das, was wir schon besprochen haben. So, jemand schreibt, ich habe eine sehr toxische Beziehung gehabt, die ich auch ein bisschen länger als man hätte müssen haben, um das zu checken und darüber hinwegzukommen. Aber jetzt bin ich froh, habe ich das durchgemacht, weil ich einfach so viel Selbstbewusstsein gewonnen habe und meine Werte kenne, dadurch, dass ich mich so schlecht behandeln lassen habe damals. Also ähnlich wie die erste Person, die wir vorgelesen haben, die hat zwar nicht von einer toxischen Beziehung geredet, aber einfach so, sie ist in ein Loch gefallen und hat sich davon erholt und jetzt Weiss sie wieder weiss sie mehr. besser, wer sie ist oder kennt ihre Werte mehr als so ein bisschen vorher. Das ist eigentlich eine schöne Entwicklung so. Ja, mega. Und eben, dass man vielleicht wieder in so
etwas reingeraten oder dann hat man früher die Alarmglocke und kann sich selber sagen, das ist so nicht mehr. Weißt du? Ja, Wenn man es voll. halt schon mal, ja. Erlebt hat, ja. Mega. Wenn man wie einmal schon weiss, oh Gott, wenn ich mit, also wenn wir zusammenkommen, dann passiert mir das Gleiche wie damals und das muss ich nicht nochmal erleben. Mhm. Mhm. Ja. Und der Typ hat noch geschrieben, ich habe mit meiner Ex Schluss gemacht. Für mich hat die ganze Situation nicht mehr gestimmt mit ihr. Für sie ist eine Welt zusammengebrochen und das hat mir dann auch sehr wehgetan. Also so von wegen, auch wenn du die Sie hat jetzt den Dialekt nachgeredet, also falls ihr euch Nein, fragt, es wieso ist sie so sagt. geschrieben. Ja, ja, aber es ist Aha. so geschrieben. Ja, ja, aber ja, ich das habe checkt mir man schon. Okay, gut. So, auch wenn du die Person bist, die Schluss macht, logisch, wenn es die andere Person trifft, das macht dir einfach weh, weil eigentlich hast du die ja gern. Du willst ja nicht verletzen. Ja? Ja, Du willst ja in den meisten Fällen oder mit normalem, gesundem Menschenverstand willst du die Person ja nicht verletzen, sondern ja, einfach trennt die weggehen und dann tut es halt auch weh, zu sehen, dass es der anderen Person vielleicht schlecht geht. ja, und ich sage immer, auch wenn jetzt Kolleginnen gerade frisch irgendwie jemanden daten und wegen schon verletzt sie reden, also ich will dich nicht verletzen oder wir wollen sich uns gegenseitig nicht verletzen, es ist schon zu spät. Also weißt, schon wenn du dich ein bisschen eine Bindung aufbaust, ist es schon da, dass man sich verletzt, so oder so. Also weißt, sonst geht man nicht, immer wenn man eine Beziehung Also es ist ja nur nicht verletzend, wenn man sich nicht gern hat. Oder ja, genau. keine Beziehung aufbaut im Sinne von, ja, wie du sagst, Bindung. Also wenn du keine Zeit miteinander verbringst, wenn du die Persönlichkeit eigentlich gar nicht kennst, Mhm. nur dann ist es ja nicht verletzend. Genau, also Aber immer, dann ist es ja nicht dann ist es ja nicht eine zwischenmenschliche Beziehung. genau. Also, Also voll auch bei Freunden. Also kaum versteht man sich und ist gern miteinander, ist man verletzlich, gibt man sich verletzlich und Ja. ist Gefahr da, dass man sich verletzt. Und ja. der Satz eben, ich will nicht, dass wir uns verletzen oder mal, das ist so, ja, es ist ja klar, also auch wenn wir zusammen wären, würde man sich mal verletzen, weil Also nein, es ist nicht klar, dass irgendjemand am Schluss verletzt wird. Es ist einfach eine Frage von der Kommunikation. ja, aber auch in der Beziehung wird man ja auch mal verletzt. Also weißt, egal, das grosse Ganze würde zu viel aufmachen, aber ich bin amigs einfach mit dem Satz so, ja, es ist wie rational gesehen, ist es möglich, dass man sich halt verletzt. Ja. Aber Ja. wenn man das nicht traut eingehen, dann wirst du nie so eine tiefe Bindung bekommen. Ich glaube einfach, es wird dann niemand krass verletzt, wenn beide, sobald sich etwas für jemanden ändert, das kommuniziert. Ich Ja. glaube, das ist noch wichtig. Gerade in keine Ahnung, Situationships oder wenn man sich anfängt zu daten oder was auch immer. Es ist glaube ich, einfach wichtig, dass man ja immer ein bisschen einander up-to-date behaltet, was so die Gefühlslage ist oder was gerade irgendwie die Erwartungen sind an das, was man gerade hat oder an die zwischenmenschliche Beziehung. Mhm. Dann, aber das ist ja so viel einfacher gesagt als gemacht. Ich meine, miteinander reden, eine gute Kommunikation pflegen. Ja, vor allem, wenn man sich jetzt frisch kennenlernt, dann wird man die Gefühle haben, nachher redet man schon darüber, ja, wie ist jetzt das für dich und wie ist jetzt das für dich? Also irgendwann, weißt du, Manchmal willst du vielleicht auch gar nicht so viel reden. nein. Und einfach geniessen oder so. Voll. Und das ist ein guter Hint noch zum letzten Community-Input, den ich erzählen will. Sie hat eben eine Memo gemacht, darum tue ich ein bisschen zusammenfassen. Und zwar ist das mega schön, sie hat ihre erste Liebe, also die sind nicht mehr zusammen, aber sie hat, wie bin ich jetzt einmal drauf gekommen, sorry? Ich habe gesagt, geniessen. Manchmal Ah ja, genau. Sie hat wie gewusst, dass ihr Freund wird jetzt gleich auswandern in einem halben Jahr. Also sie sind schon ein Moment zusammen gewesen. Ich glaube ein Jahr oder so, keine Ahnung. Also nicht gerade frisch, aber es hat sich dann herausgestellt, in einem halben Jahr wird er für 4 Jahre sicher auswandern. Und also es war fix gewesen. Und dort hat sich die Frage bei ihr gestellt, tue ich jetzt schon cutten oder bleibe ich das halbe Jahr mit ihm noch zusammen? Und nimm einfach seinen Auswandertag als Tag vom Abschied. Genau. Also die Tage sind gezählt. Und sie hat sich Oh. entschieden, das halbe Jahr noch in voller Züg mit ihm zu geniessen, Erfahrungen sammeln. Und sie hat jetzt im Nachhinein, das ist jetzt auch schon etwa 3-4 Jahre, keine Ahnung, ich weiß nicht, her, aber nicht gerade letztes Jahr. Aber sie kann jetzt reflektiert zurückschauen und sagen, sie ist so froh, hat sie das halbe Jahr mit ihm noch Genossen. genossen, im Moment gelebt und wie gewusst dort am Flughafen, wenn sie sich Tschüss sagen, dass es hart wird. Oh mein Gott, das ist ja wie so ein Film. Ja, mega. Lustig, was du gerade erzählst, weil das erinnert mich 1:1 an einen Breakup von einer Kollegin von mir.
Mhm. Er ist auf Amerika studieren Mhm. und sie haben wie gewusst, ja, du schau, das hat keine Zukunft. Nein, wenn es so unbestimmt Ja, ist. Also mein Ex ist ja 5 Monate in einen Austausch und dann hast du wie so einen Zeitpunkt. du weißt, in 5 Monaten ist auch überschaubar. Ja, aber ich bin 3 Monate dort frisch mit ihm zusammen Ja, gewesen. das, ja. Also dort hat es auch so im Umfeld gesagt, bist du sicher, willst du das und so. Ja. Ich Voll. weiss das noch. Mhm. Aber es ist doch Aber- so schön, dass sie ihre erste Liebe so kann in Erinnerung, also Halten. Ja, mega. das, Also, vielleicht, ja, also es hat einen mega speziellen Beigeschmack, weil wenn er nicht ausgewandert wäre. ja, Aber da ist halt, wieso ist sie nicht mitgegangen? Also eigentlich kann ich jetzt auch... ja, ich weiß nicht, wie alt sie war dort, aber Ja. ja. Oder warum, aus welchen Gründen. Aber ja, ich finde das einfach spannend. Was ich mich aber auch schon eben als Kollegin, eben, ich bin selber mega lange, seit vielen Jahren in einer Beziehung und ich habe viele Freundinnen, die in dieser gleichen Zeitspanne verschiedene Freunde hatten oder ja, mal einen Freund hatten, einen Breakup erlebt haben und seitdem Single sind. Also ich habe wie alles ein bisschen. alles ein bisschen erlebt. So. Indirekt. Als Außenstehende, genau. Und was ich mich einmal gefragt habe als Kollegin von jemandem, der mit ihrem Freund Schluss gemacht hat, ist so, teilweise habe ich mich mit diesen Freunden auch mega gut verstanden. Ich meine, schlussendlich, wenn die, keine Ahnung, 2-3 Jahre zusammen sind, hat man als Freundesgruppe oder so ja auch gleich viele Sachen erlebt miteinander. Ausgang, Geburtstag und so. Und die Person war auch immer dort gewesen. Und man hat sich verstanden oder auch eben mit der Zeit gern bekommen oder gegenseitig anfangen öffnen oder auch Gespräche können haben, ohne dass jetzt zum Beispiel meine Kollegin dabei war. Und einfach so, dann weißt du, was macht man dann, nachdem dass die Personen sich trennen? Was hast du denn dort Also, gemacht? Nichts. Ich habe Also- mich, ich habe mich gefragt, soll ich ihm noch schreiben, so von wegen, hey, ja eben, da fängt es ja schon an, was sollte ich überhaupt schreiben, so, hey, es tut mir leid. Hey, ich habe gehört. Hey, Also du hast ihm nicht geschrieben, in dem Fall? Nein, ich habe ihm dann nicht geschrieben, aber ich wäre kurz davor gewesen und ich weiß, dass es auch für meine Kollegin okay gewesen wäre. Also natürlich, eben wie gesagt, es kommt immer auf die Umstände drauf an. Mhm. Wenn jetzt irgendein Arschloch meiner Freundin etwas antut, dann Ja. schreibe ich dem auch nicht, auch wenn wir uns gut verstanden haben. Es Mhm. kommt immer auf die Umstände drauf an. Aber jetzt in dem Fall, weiß ich nicht, hätte man vielleicht irgendwie können schreiben, hey, irgendwie, ich nehme an, wir werden dich jetzt ein bisschen weniger oft sehen. Ich wünsche dir alles Gute, schön haben wir uns kennengelernt. Weißt du, so etwas Kurzes? Ja, Kurzes. also Weißt du? schon, dass du dort überlegt hast, mach. Ja, vielleicht hätte Weil ich hätte es kann nicht machen verletzend, also Nein, ich meine mehr so, was macht man als Freundin? Ja, was macht man? Mhm. Kann man noch schreiben? Ja, aber je nach also ich Du bist würde, jetzt zum Beispiel auch noch befreundet mit einer Freundin, ja, Kollegin von deinem Ex. ja, und Also sie das ist ja überhaupt nicht, das muss man sich irgendwie gar nicht, das muss man gar nicht debattieren. Das ja, also kannst du auf jeden sie Fall. hat auch bei ihm nachgefragt, so, hey, ist easy, wenn ich noch Kontakt, also wenn ich Flavia weitersehen als Freundin, auch wenn er eigentlich auch nicht das sollte entscheiden, aber es ist einfach fair, weil sie halt, Zuerst mit ihm befreundet. ja, finde ich, es ist eigentlich, genau. Und ja, ich habe sie bewusst nicht involviert in meinem Entscheidungsprozess, dass sie nicht zwischen 2 Leuten steht. Ja, das Sie finde ich hat auch nichts fair. von dem Ja. gewusst. Ja. Und ich bin auch mega froh gewesen, dass sie mir nachher Memo gemacht hat und so gesagt hat, schau Flavia, wenn du willst, ich will gerne mit dir befreundet sein, wenn du jetzt aber Zeit brauchst, dann ist das auch kein Ding, aber ich sehe dich jetzt einfach als eigene Kollegin an und das dürfen wir, glaube ich, auch so machen. Und Ja. ja, Das ist sehr herzig, dass sie da einen Schritt auf dich zugemacht hat. Weil Mhm. du wärst vielleicht auch im ersten Moment unsicher gewesen. So. mhm. Aber Was ja, mache ich jetzt mit diesen Kontakten, die ich eigentlich über ihn habe? ja, also ich bin auch noch, ich habe es jetzt realisiert, ich bin auch noch in einer Gruppe von, er hat Fußball gespielt, von Spielfrauen, also Spielfrauen heisst der Chat, Spielerfrauen. Ja, ich finde das so ein dummer Begriff. Ja, ich weiß, aber wir haben auch zusammen ein Match geschaut und sind auch ein paar Mal zusammen hinausgegangen und so. Und ich Bist du bin aus dem dort, Chat? Nein, ich bin dort noch drin. Soll ich jetzt dort... Also ich glaube ja, weil ich jetzt schon überlege, weiss ich, dass ich jetzt... Ich in der kenne es auch nächsten schon lange neu ohne dich. Nein, ja okay, wenn es dann auch so wäre. Aber so, wenn ich sie einschätze... Also ich meine, mehr zum dich nicht rauskicken. Aha, ja. Aber es geht mir nicht ums Aber sondern... ich glaube im Fall WhatsApp hat eine neue Funktion, dass wenn du aus dem Gruppenchat rausgehst, dass es keine Meldung an alle gibt. Ja, aber das will ich nicht. Also ich will, wenn ich raus... Also ich will einfach sagen, hey, ihr wisst es ja, coole Zeit, vielleicht sieht man sie... Weißt du, irgendwie, ich glaube, ich mache das jetzt noch. Das habe ich Ja, jetzt kannst du ja mal noch realisiert. machen, ja. Ja. Das muss ich noch machen. Ja. Geht noch ein To-Do. Gut, notiert. Ach ja. Ja,
Sollen wir über zu einem kurzen Flavia fragt Jenny judged? Yes. Oder willst du noch etwas loswerden Nein, zu ist dem gut. Thema? Können wir Passt. machen. Gut, Jenny, du weißt ja, ich bin in meiner Body-Ära angelangt mit meinem Abo. Ja, ich habe Body-Era verstanden. Body? Nein, Body. nein. Body? Body-Ära. Jetzt zu einem Spot in Zürich heisst Begehrte. Wie findest du den Letten? Ich finde ihn eben schon cool. Ja. Mhm. Vom Halten lädt ich... siehst du, schon wieder? Vom Halten lädt ich viel. Das klingt wie eine eigene Sprache. Vom Alter lette ich viel. Vom Halten lädt ich FL. Das ist sowieso holländisch. Nein. Ja. Vom Letten halte ich viel, kann ich sagen. Ja. Aber ich finde es cool. Ich finde es ein cooles Konzept. Mhm. Oberletten, Unterletten, das mit diesen Holzbälken, dass man sich dort auch, ich glaube, am oberen oder am unteren, ich weiß nicht, Der kann obere so ist mit der treiben lassen und Ja. so. Ich finde das mega cool. Ich finde, es ist auch cute, alles so aus Holz und man kann ein bisschen People-Watching machen, man kann ein bisschen paddeln, man kann reingumpen von ein bisschen weiter oben, wenn man will. Ich finde das mega, mega cool. Aber ich verstehe die Leute, die das mega overhyped finden. Aber das Ding ist, weil ich ja nicht in Zürich wohne. Mhm. Die hyped Places in Zürich bleiben für mich cool, weil das sind so Sachen, an die gehe ich ganz ausgewählt, nicht Mhm. spezifisch. Mhm. So, der Frau Geroldsgarten ist vielleicht für, ich sage jetzt mal so, Blutstadt Zürcher rein. So, also ich weiß es nicht, vielleicht ist er auch wirklich der Place to be, aber so ein bisschen ausgelutscht. Und ich finde so die overhyped Places aber irgendwie cool, weil für mich bleiben die speziell, dadurch, dass ich halt nicht so oft dort angegangen. Ich war erst einmal im Läden und ich war so, wow, oh mein Gott, okay, cool, das ist jetzt also da, wo alle Zürcher chillen. Oh mein Gott, okay, cool, ist ein bisschen nicht so chillig, ein bisschen unbequem, aber in dem Fall gibt man sich das da. Ja, ich glaube, ich finde das auch cool. Ich bin wirklich ein bisschen so, weißt du? Ja, ich weiss, was du meinst. Ja, Es meinen auch immer alle Leute, dass ich von Zürich bin. Ich denke so, ja, Aha. Matcha-Girlie. ja. Vorher einen Matcha getrunken hat, also. Ja. Nein, ich bin nur eben letztes Mal gsi und bin auf diesen Holzdinger gsi. Ja. Und dann hat mir jemand eben gesagt, ja, aber Flavia, das ist die falsche Seite. Dort ist gesehen und gesehen werden, wenn du auf dem Holzteil liegst. Du musst auf die andere Seite, es gibt ja noch die andere Seite mit Terrassen und so. Weiss eben nicht. Dort bin ich aber nicht gewesen. Aber dort ist mir wirklich too much gewesen. Ich habe mich nicht mal getraut Eben, das sind so abzuziehen. die Insider, wo ich denke, so, oh mein Gott, das ist sehr spannend. Das heisst, wenn ich da liege, Ja, schreibt man mir irgendeine Absicht zu. Das sind so Genau. Sachen, die finde ich einfach spannend zu wissen. Und ja, das das ist will ich schon dann auch wissen, um sie eben genau Mhm. nicht machen oder eben schon machen, je nachdem, was ich will. Mhm. Aber ja, in dem Fall, was haltest du von Letten nicht so viel? Ein 4 von 10. Ich glaube, etwas gut trinken, easy. Aber mich dort, weißt du, dann lasse ich mich treiben und dann laufe ich mit meinem ganzen Bikini. Wow. Dann laufe ich den ganzen Weg wieder zurück im Bikini. Und je nach Typen, die dort sind, fühle ich mich nicht wohl. Ja, Und es ist schon placed, Alter, der fucking Carlos. Weißt du, wer? Alias Carlos. Wie heißt der? Alias Brian. Aha. Der Ja. Straftäter. Ja. Der ist einfach dort so vorbeigelaufen. Du hast ihn gesehen? Am Letten hinter mir, durch. Wirklich? Ja, sorry, dass ich ihn so nachmache. Oh Ja. mein Gott. Brian alias Carlos, so sagt Brian man. Henry Keller, einen Schweizer, der dutzendfach wegen Gewaltdelikten verurteilt wurde. Ja. Der war in der Lettbody. Ja, also nicht er ist einfach Hast du durchgelaufen. ihn nicht gerade interviewt? Hast du nicht gefragt, Ja. ob er weiss, wie Bluetooth funktioniert? Stimmt. Brian, aber bitte nicht schlagen. Nein, das ist nicht lustig, sorry. Er ist Boxer, nicht wegen... Also, er ist auch gewalttätig. Ja, er ist Und- egal. Ja, Ja. und dann verurteilt. Wir wollen jetzt da nicht Ja. noch in ein Fitness Nein, eintreten wollen wir nicht. gegen Ende von dieser Folge. Genau, aber Darum- ich würde sehr gerne mit dir vielleicht mal in Letten und dich dort erleben. Gut, Und mir nochmal ein besseres, angenehmeres Bild verschaffen. super, machen wir das mal. Und anscheinend gibt es eben jetzt dann gleich ein Heimkino. Open Air, Open-Air-Kino. Das kann ich mir im Mm. Leben schon cool vor. Ja. Das sehe ich auch. und Shoutout an dieser Stelle an Frauenbody. Frauenbody in der Enge finde ich die coolste Body bis jetzt. Gut, probiere ich nächstes Mal aus. Ich habe ja eben Im das Abo. Body-Abo. Genau, und somit wäre der Kreis geschlossen. Und wir sagen danke fürs Zuhören, fürs Einschalten. Jetzt müssen wir zuerst noch einen Teaser machen. Stimmt. Ja. Oh mein Gott, hast du vergessen. Ich bin schon gehypt. Genau. In der nächsten Folge reden wir nämlich über Abtreibung, beziehungsweise wie es ist, einen Schwangerschaftsabbruch zu erleben.
Und dafür haben wir auch einen Gast, mit dem wir das werden besprechen. Und ja, darum Sind gespannt, mehr dazu in der nächsten Folge. Und darum unbedingt folgen, gerne bewerten mit 5 Sternen. das hilft uns sehr, wirklich mehr Reach überzukommen, neue Hörerschaft zu gewinnen. Und Genau. damit ihr die nächste Folge eben nicht verpasst, ist es wichtig, dass ihr folgt. Genau, auf Insta sehen wir immer wieder, was wir sonst so machen. Und yes, mehr jeden Fall. dazu können wir gerade nicht sagen. Ja, außer eben danke für euren Support und bis bald. Ciao zusammen. Tschüss.